Ja, lasch këmmer du geschwert mat dem Luftball wat ingame-weise wie du überhaupt mittlerweile Maus gesagt. Mamer den noch direkt. Ich begrüße dich zu einer neuen Episode von Pokémon TCG meets Pokémon Go, respektive Pokémon Go meets Pokémon TCG. Wie das will tun, also das nein Kehr Wasser und ich meine das dummer ganz schnell. Mit dem Sumpax an Aloha Dicta müsste das da sein. Wenn der kleine Wutz Hut Kopf hat, Cappy hat, also sieht man Sumpax Armee, also auch Brett, mega Sumpax auch unbedingt entwickeln als eng von den stärksten Wasser Pokémon die gehen. Und ja, wir machen heute die letzte Köcht ab von noch den Trainerin. Haben wir einen kleinen Auge gehabt, aber jetzt will den Hippopotamus als ein bisschen wie stark, ich will sagen. Und voilà, dann machen wir noch heute gleich. Lass Giveaway vom ersten Team Wählerköcht als gleich rüber. Nicht vergessen, dann machen wir natürlich auch noch gleich Schreinerin rein. Ein kleines Lehmbrühe, da machen wir mit einem Sumpax ein kleiner Kampf packen. Und dann haben wir das gleich gepackt. Also ich meine, bis du ein Intro der Pokémon gar nicht gespielt und dann gehen wir über die Kartenwelt. Das ist ja ein bisschen die Idee vom ganzen Marketingprojekt, den es damals gemäht hat. Wir gewonnen mit einer Kirche und dann Sternenstab. Ein mysteriöses Deal, gucken wir mal, sind wir bei 5 von 6. Vielleicht kann ich nichts gehen, dass wir ein die Teamleaderin da machen und dann voilà. Das eben, wenn du hier sitzt, hat nicht allzu viele Möglichkeiten, nicht zu weisen, mir leicht Welt gemäht. Ich kann auch gerade nichts verschicken oder so. Ich habe jedenfalls das war dann die Luftballonsgeschichte, die man da hat. Was drauf lief, und dann gebe ich so ein Pokémon Go eben noch Zeit. Und dann habe ich die nächste Quest, die wir auch machen, nämlich Team Instinct. Wieso sind es so heute? Weil es sind Team Instinct Fan. Aber weil es so cool ist, machen wir auch heute den Giveaway, nämlich dort ich verspiele eng Team Instinct Köcht 6 Booster am Wert von die 25 Euro. Da muss man doch so, wieso das Team Instinct so cool. Und da geht der wirklich rausgezogen. Das Ganze geht auch bis den 40. März. Deadline, wie gesagt, gute Mount, immer wenn den halb Projekt rauskommt. Und da schreibt man, wieso Team Instinct, Team Instinct. Voilà. Nee, der Grund, dass ich Partei sehe, weil ich zweimal auf einen Account habe auf Team Instinct. Ihr seht darum hier 6 Booster und ein Trainer-Promo. Der geile Pin, den ich mal am nächsten auf ein Kapel mache und ich Kapitel gehen. Und hier ist Spork, den er hoffentlich Glück bringt. Ich bin mal gespannt, ob der elektrisch geht. Ich meine, so 25 Euro gelobt gemacht und dann gucken wir mal, wo wir das schnell haben. Ja, und nachher, wenn ich nicht richtig raus, könnte ich mal die Köche stopp machen. Und dann gucken wir, wie das Ganze entwickelt. Auch von jetzt wird ein Bock auf so ein Event zu gehen. Durch Covid war das Ganze besser mir restriktiv stehen. Voilà, die doch mal im schönen Hintergrund. Wir haben immer noch eine Codekarte für Ingame nicht vergessen. Gibt's an, man kriegt cool Stickerin. An der Zeit meine Stimme hier. Fancy up. Und dann gucken wir hier, Karte auch schon rauszukriegen. Voilà, immer raus. Der gute Walk. Als dann halt matt von der Partie direkt das Leafböllen, als auch mein Promokarte. Nummern allen 3 komplett. Dafür käfst doch die Köchten, wie die Promokarten sind, die heute genug Gold. Jetzt am Leben Brett. Hier gucken wir mal Tick rein. Das ist immer, voilà, das ist schon rausgefallen. Mein Längefanger ist nicht groß genug. Nicht falsch verstehen kann. Ne? So, 6 Booster in eurem Codecard, die könnt ihr kriegen. Der nächste noch 4 an der Nummer hier. Das Trio komplett, hier ist dann Team Instinct. Und ich sind einfach Partei, ich lehne das schön ab mit. Da gesehen wir es, wir sind komplett geschätzt, aber ich komme schön bei Nählehen. Und schaffen, den er auch gewinnt. Den noch so coolen Pin kriegt, für einfach sich auch ein T-Shirt zum Beispiel zu machen. Aus der Wert, eben noch, was er ja gesehen hat, hoffentlich. Vielleicht genug, das heißt Nachtdos, Lauerdos, an mir sind Satos. So. 6 Pack, wie gesagt, Code von der Köcht, du wieder ja schon. Da geht es so ein langer Rede kurz zu sehen. Mir starten mal. Eben so ein Design bis nur schwätzen. Mundchen los. Alles gut, und das auch schön, dass just ein einziges Design in der ganzen Reihe geht. So. Fängt mal der ganze Spaß im Hauen. Na, gucken wir, ob wir die 25 Euro ein bisschen zurückcode tun oder nicht. Codecard für euch. Da sind wir mal greedy, da gehe ich raus. Will ich kein Online-Gaming machen.
mit den Karten. Feirisch geht hoffentlich. Arealux. Where Candy, also Sonderbonbon auf Deutsch. Lutexo, Natu. Larvitar mit seiner cooler Candy. Den Tranquil. Aloha Radical. Den Kamaup. Den Weberak. Leider kein Ditto. Und den Melmetal wie. Das hat schon ganz gut angefangen. Nächste Pack direkt schon ein Wie-Karte gezogen. Also nicht immer auch garantiert. So. Also 7 Karten hat plus 10 Karten eben noch an Rainbow, an Full Art, an Trainergalerie so mit den Sparkarten so. Hey. Das ist elektrisch, das kann ich nicht mehr gut gehen. Eck-Inkubator, Solrock, Sondwind, Blanche, Alola Radfratz, Biberel, Shiggy, Pikachu, Eevee, Bisa Sam und Bisa Flor. Und ich gucke, wen haben wir da noch? Haben wir ja schon bald die ganze Familie komplett gehabt. Und dann mal ein bisschen mitzulegen. Und so mal alles hochzulegen. Das war gesagt, der zweite Pack schon. Und geht antaltend mit Pack Nummer 3. Sicher fasziniert, wie es mit Startrennen sitzt, und das ist natürlich auch cool gemäht, da den noch Startrennen halt sitzt. Das ist natürlich auch clever gemacht, sind sich ein bisschen mehr auf die Generation gerannt hat, nicht dass man einen Set hatte, wo man alle Startrennen dran hatte. Für die Collectors hat natürlich cool gewirrscht, aber ist so näherlich. Startrennen muss noch ein bisschen herauslassen. Auch in den Kampf noch Slow Bro, Zatu, Stilix, Kamaup, Alola Radfratz, Biberel, Shiggy, Pikachu, Piggy und Lapras am Holo. Auch ein Kerl mitgezogen. Schon witzig, ich habe mir abgehört, wenn man schon weisen. Voilà. Der auch am Holo, also Holo Reverse, zu sehen, ist auch ziemlich cool. So, vierter Tag. Den ganzen Spaß soll ich dann halt gucken. Ich kriege ein Pack rein, das bleibt ab. Und keine trotzdem. Codecard Nummer 44, respektive schon Nummer 5. Da geht Lossheimer. Stelix. Bisa, Knoss, bleibt man sie auch komplett gehabt. Candela. Wir müssen halt immer ein bisschen überlegen, wann die Leute gehen, die just ein Köchtkarte, oder sonst nicht viel im Hut sehen. Also Shiggy, Bidoof, mit dem ganzen Set, wie sie dann. Also ich kann ein Deck bauen. Aber das kennst du ja halt zum Beispiel. Onyx, Slowpoke. Ambidivel, den Goldie-Spot am Reverse an einen schönen Despotar. Ich habe an diesem Projekt heute mal die zusammen gezogen. Ich habe am Holoware ziemlich coolen Hit. So, 5. und 2. Pack dann. Dann hat man all die Köchen heute durchgehabt. So. Dann hat man sich schon durchgehabt, mit dem Projekt läuft noch lang für. Also es geht bald 3 Main, weil einfach viel Produkte noch da rauskommen sind. Ihr wisst ja, im Teil YouTube-Channel probieren nicht alles einkehren. Also als Pokémon sieht immer so aus. Und Blanche, das ist ein bisschen granzig mit Kamerupteil nach. Wie sie eben Teile besser auf das Lockmodul. Beim Reislausel hat man Nummer an. Bidoof, Onyx, Charmander, Slowpoke, Lutaxo. Und wir haben den Konkeldurch am Wie am Full Art gezogen. Und der ist richtig nice. Und ich bin mir da ziemlich sicher, die Karte haben wir noch nicht. Kann ich sehr gucken. Da müssen ein Gefühl ziemlich gut sein. Nummer 73 aufs Start. Wie seht ihr, Nummer 73 aus. Nach immer heute. Wie gesagt, Konkeldurch wie an der Full Art, ein ganz schöner Hit. Man hat schon die Köcherin quasi gelohnt, gebe ich behaupten. Ne? Am Mineralpark am gut, kann man den 5 Euro verklappen und dann wären das plus rausgegangen. Nee, ich meine, das richtig schade, wir wollen nicht. Im heutigen Tag auch noch. So, letzter Tag für heute. Und dann habe ich ein bisschen mal näher abgeholt. Und ich meine, nächstes Jahr kommen dann neue Sachen raus. Plus ein bisschen abwarten. Da kann ich euch da ein bisschen Gedanken machen. Unlicht, Stelix, Chanera, Spork, mal Billig-Version von der Promokarte.
Reislaus, Reislaus. An wie kann in de bessere Perd ophalen? Mam King himself den Zapdos kenne so schön dabei machen, also dat nennt da mollen schönen Aufschluss den man ha hunn. Wie gesagt, von der Köchten, also für de Puls hier für 6 Pack kann Java weisen ich ganz ehrlich. Natürlich bis minus rausgein einfach für so die Gimmigkeit zu. An ein cool Full 8 die Stechke gezündet am ganzen Zeit, also schon wirklich schon muss bedenken bei die 8 ETBs der Tisch die 8 Speck schnupp gemacht den was beim Erik mir kann auch schnell kann du ein Trick und nicht vergessen der kann doch sein Köcht gewonnen und schaffen wie ich köcht das auch gut ich ja gut gekommen habe gesagt all die Köchten die bis gemacht sie von TSG generation.de der kann dann darüber gucken den Verkäfer aus wirklich op Deutsch steht die Bombe dann gute Kollege den Tobias. Auf Deutsch nochmal danke an dich, Gruß gehen raus und ist so noch bei Shake Resoniert, mehr nur gucken. Das war im heute Freitag, na nächste Freitag geht 4 Uhr, ist so noch fertig. Kann ein bisschen gespannt sein, wie Müller die Trainerköchten an dem Format abgeschlossen an nächstes Jahr gibt. Entweder Teens, Mini-Teens oder noch kleine Special Collections. Wir sehen das auch viel möglich, alle bis nächstes Jahr an. Ciao und liken oder disliken, nicht vergessen. Bis dann, ciao ciao.